Der ist weiter der Meinung, dass die Covid-Impfung absolut freiwillig muss sein. Die Regierung hält dagegen nach immer an ihrem Projekt für eine Impfpflicht fest, auch wenn die nicht für jede gelten soll, mehr für die über 50-Jährigen. Parallel fällt immer mehr auf, dass es zu vielen Nebenwirkungen bei den Covid-Impfstoffen kommt. Am Studio begrüße ich den Dr. Romain Blum. Auch für ihr als Doktor ist es nicht einfach, für den gängigen Covid-Narrativ von Regierung und Medien zu kritisieren und noch zu hinterfragen. Wie war das denn so? Ja, merci mal, dass ich invitiert bin. Das erlaubt mir einfach auch zu Spruch zu kommen. Ich will so, für mich ist es nicht ganz schwierig, für den Narrativ zu hinterfragen. Aber für dann eine sagen wir mal, kritisch oder nuanciert Meinung können auf außen auszudrücken, das ist schwierig. Weil wir erleben seit 2 Jahren effektiv einen immensen Druck seitens von den offiziellen Medien, wo all Kritik und dem offiziellen Narrativ weggewischt wird. Das könnt ihr bezeichnen als Zensur und das tue ich auch selber um meinem eigenen Live erlebt. Das ist halt kein Sinn, das ist ganz gut, das hat gar nicht mit einer mega politischen Ausstellung zu gehen, aber ich schon Gelegenheit, für einfach mal ein Jahr öffentlich meine Meinung zu sagen. Und das muss ich sagen, das gefällt mir schon. Voilà, kommen wir eigentlich direkt vielleicht auf die Nebenwirkungen zu schwätzen von den Covid-Impfstoffen. Und dafür gucken wir mal die offizielle Statistik von der Pharmakovigilance für Lützeburg. Da geöffnet hinter dem Anfang von der Impfkampagne Ende Dezember 2020 bis den 21. März von diesem Jahr am ganzen 2274 Fälle von Nebenwirkungen. Bei 577 davon geöffnet schwer gesundheitliche Komplikationen. 16 Leute überdem sind in der Impfung leider gestorben. Wie interpretiert ihr die Statistik, Dr. Blum? Ja, die beruht natürlich auf Donnerungen, die rauskommen von den Doktoren, von den Patienten und so weiter. Du ist es ganz schwer zu sagen, wie die Statistik soll interpretieren oder die Donnerungen soll interpretieren. Wir wissen, dass es ziemlich eine enorm hohe Dunkelziffer gibt von Nebenwirkungen, die nicht gemeldet sind. International wird geschwärzt von 1 bis 5%, die gemeldet sind, und der Rest wird nicht gemeldet, was enorm hoch ist. Weil kommen die durch Statistik immer mehr seriös vor, und das fand ich gut, weil am Anfang konnte ein bisschen geholt mit diesen Sachen. Das ist auch der Grund, für was Patientenvertretung angesprungen ist, weil sich die Leute beklagt haben. Und, ich kenne das, weil ich war jahrelang Vertrauensdoktor von der Patientenvertretung. Du kenne ich die ganz gut. Am Juni immer Mediation gemacht zwischen Kollegen und Patienten. Und, gut, die sind well ausgebremst. Ich hoffe, dass das weil weiter developiert wird. Wir wissen, dass sie von Schwierigkeiten hatte, weil eine Person sich darüber gekümmert hat, Herr Lützburg. Da sind eine Rutschsachen an Belsch transferiert. Aber ich hoffe, dass er dann in dem Sinn sich amelioriert und dass wir können Herr No dann auch ob Donnerungen zurückgreifen für die letzte Diskussion momentan noch von Impfpflicht, von Druck, von Diskussionen, die kennen hören, wo immer nach Angst spielt, für die dann endlich mal ein Kehr von der Palette zu kriegen. Es scheint ja aber Fakt zu sein, dass es eben bei den Covid-Impfstoffen mehr Nebenwirkungen gibt wie bei klassischen Impfstoffen. Wie war das denn so? Bon, das ist ganz richtig, ne? Und das ist zum Teil ganz bedrohlich, weil die Impfung, das ist eigentlich keine klassische Impfung. Das hat mit klassischer Impfung nichts zu tun. Das ist eine Gentherapie, wo sich ein Botenstoff, natürlich eine Gebrauchsanleitung, an als Zellen herangeschleust wird, und wo als Eisenzellen dann ein Protein, die berühmten Spike-Protein, produziert wird, die sich am ganzen Körper verteilt, gegen die unser Körper soll schaffen, aber die Spike-Protein hat eine unwahrscheinlich hohe Zahl von Nebenwirkungen. Weil da ganz drauf anzugehen, dafür geht Zeit nicht durch. Ich schwätze just den Renin-Angiotensin-2-System. Dann haben wir momentan das Problem, dass die Spike-Proteine auch können an den Zellkern gehen, was wir für nicht wussten, wo sie eventuell eine Reparation vom Genom können verhindern. Und das war für alles nicht gewusst, weil die Etüden, die gemerkt sind, das waren Kurzetüden, und es besteht kein mittelfristig oder lange Etüden. Und das ist auch der Grund, für das aufgrund von den Mangel an Etüden an Erfahrung, weil normalerweise eine klassische Impfung dauert 6 bis 7 Jahre, und die Reihe ist innerhalb von Pumen durchgezogen. Ne? Natürlich,
also normal, dass man natürlich ein ganz Rutsch von Sachen hat, wo man kein Donner drüber haben, aber wo man natürlich mal nach muss gucken, was dabei zukommt. Und das akkumuliert sich formidabel, das leider. Gut, trotzdem will die Regierung ja nach immer eine Impfpflicht machen. Sie präpariert eben nach einem dementsprechenden Gesetzprojekt für die über 50-jährige Journalisten Phase. Die könnt auch gut nicht, gerade so wie der mit der Impfpflicht leben. Was ja auch, die sagt ja auch, die muss absolut freiwillig natürlich bleiben, die Impfung. Ja, genau. Ich fand es wirklich ein bisschen schön, dass der ADR die einzige Partei ist, die du müssen sich dagegen wehrt oder viel dagegen wehrt, weil ich muss sagen, das ist für mich auch nicht, also deontologisch nicht akzeptabel. Ich fand, wenn ich zum Beispiel will, ein gesunder Mensch mit 50 Jahren, der gesund lebt, der Sport möchte, der keine Schwierigkeiten hat mit seiner Psyche, der keine Nebenwirkungen hat von irgendwelchen Krankheiten nach und so weiter, der kein gesund ist. Für was soll ich die zwingen, sich impfen zu lassen, wenn ich sehe, wie Nebenwirkungen immer mehr zuholen? Wie gesagt, wir haben keine Ahnung über Langzeit-Nebenwirkungen. Egal, was das ist. Ich habe eine ganze Liste, die kann ich vorlesen. Das geht, das Zeitplan geht das nicht. Aber was soll ich den zwingen, sich impfen zu lassen mit dem Risiko, dass er eventuell schwer wirkende Nebenwirkungen hat? An einen, der will momentan in dieser Situation nach einer Impfpflicht durchziehen, das fand ich ehrlich gesagt inakzeptabel. Das geht um eine bewusste Körperverletzung raus, weil mit all diesen Maßnahmen zwingen ich die Leute ja einfach, sich impfen zu lassen, weil sie sonst nicht mehr können frei leben. Und das ist inakzeptabel. Auch schon gut nicht, wie das verschiedene Leute Mengen müssten durchzusetzen, eine Impfpflicht für Kinder und Jugendliche. Weil wenn ich heute Nebenwirkungen hole, die sind zum Beispiel was Perikarditen oder Myokarditen anbelangt, besonders bei Jugendlichen enorm hoch, und das ist an der Geschichte von der Impfung nach nie ging. Alle Impfungen zur Summe von 20 Jahren haben nie so viel Perikarditen hervorgerufen wie die High-Impfstoffe innerhalb von einem Jahr. Andrei, so nicht merci für all die Explikationen, Dr. Blum. Madame Paulus, ist so nicht merci als Mal, dass der Welt témoignieren eben, was dich leider geschieht ist, nur der Impfung. Das hat er auch schon Ugangs des Jahres an der Chambre gemacht. Wie geht es dir heute? Also, das wenig besser gehen mit das nach gar nicht wie viel drohen. Wie ich gezählt habe, ich war letztes Jahr am März geimpft mit AstraZeneca. Und ein paar Tage drauf sind ich an Spidol gekommen mit dem Syndrom de Guillain-Barré. Das hat sich in der Zwischenzeit entwickelt als eine Polyneuropathie Chronik. Und das wenig besser gehen, aber das nach lange nicht wie Viertro war, weil Viertro war ich ganz sportlich, schon nicht mehr viel Sport gemacht, mir sind viel wandern gegangen und ich hatte nie Schwierigkeiten. Mir seit der Impfung gibt es nach immer Schwierigkeiten. Was ihr auch so eben feststellt, ist, dass ihr wirklich nicht allein seid. Es gibt mehr Leute, die schwere Nebenwirkungen kriegen, gell? Ja, also durch die Intervention an der Chambre und dann noch, wenn ihr jetzt links lauscht, es sind wirklich viele Leute, die betroffen sind. Und was auffällt, es sind auch ganz oft junge Leute, die ganz sportlich sind. Das muss man auch ganz deutlich gesagt gehen. Ja, und das so, sieht es aus, so d'accord, wenn Santé schwätzt davon, dass eigentlich die Impfung sicher wäre, just 0,2% schwerer Fälle von Nebenwirkungen gibt, macht der aus, so sieht ihr nicht ganz d'accord. Nee, ich meine, es sind da ganz viel mehr, und ich meine auch, dass es eine ganz, ganz hohe Dunkelziffer gibt. Was hofft ihr für euch persönlich? Zum Glück ist ja schon eine kleine Besserung da. Ja, wie geht es weiter? Adaptiert den du bist sein Lebensstil? Weit wandern ist ja leider nicht mehr dran. Also ich hoffe nur, dass Doktoren da dann eine Kontrolle kriegen, weil mein Immunsystem den das wirklich auf den Kopf gegangen. Also das wäre mein erster Wunsch. Und dann, dass ich auch nur vielleicht aber mehr Kraft und mehr Form rumkriegen, dass ich das kann, was ich viel gemäht habe.
Wie geht es lo weiter? Kennt ihr lo unholen, dass der am Fong lo Zertifikat hat, die seht, dass da vielleicht aus gesundheitlichen Gründen kein weiter Covid-Impfung kriegen könnt? Mir das aber leider nicht so. Ja, schon so ein Zertifikat kriegt, mit den das nicht gültig bis Juli, und den das auch nicht am Ausland gültig. Das heißt, es sind aber da limitiert an den Deplacementen. Also da hilft man nicht ganz viel. Und was zu vierten ist, dass man seine Impfpflicht gibt, aufhören. Ich werde mich auf jeden Fall nicht mehr impfen lassen. Und ich weiß nicht, was da geschieht. Da kann ich gar nicht mehr machen. Mehr impfen ist keine Option, obwohl ich ganz Leben lang auch impfen gelassen habe, eben nicht, aber mit Covid-Impfstoffen. Ja. Also ich bin immer viel geimpft, weil wir viel gereist sind und ich habe nie ein großes Problem. Wir schmengen das heute das wirklich kein, muss man so, normalen Impfstoff.